Sollest. Verlassenes Waffendepot. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versius Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Dann schießen wir. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sullust aus. Ich habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das war nicht schlecht. Das stimmt. Die Anlage infiltrieren ist unser Einsatzziel und ich frage mich, ob das mit der heutigen Aufnahme klappt. Denn irgendwie mit der Mission, mit Lando und so weiter, habe ich zum Aufnehmen grandiose Probleme, beziehungsweise zum Spielen. Aufnehmen ist kein Problem, aber irgendwie schmiert mir das Spiel immer in dieser Mission irgendwo ab. Das heißt, nach 1 Minute, nach 2 Minuten, ist egal, ob ich auf einer Stelle stehen bleibe, kackt einfach irgendwann ab. Es ist, ja, ziemlich mies, um es mal so zu formulieren. Und bin gespannt, ob es diesmal klappt. Ich habe jetzt mal ein anderes Modul gewählt. In der Hoffnung, dass weniger, ja, wie soll ich sagen, ist immer so eine Sache, was für ein Aufnahmeding verwendest du, um dein Spiel zu capturen. Gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Die einen nehmen es einfach so, also wirklich genau das Spiel nehmen und sich quasi wie ein Spiel festhaken, könnte man sagen. Das ist ein bisschen bildlich gesprochen, aber es im Prinzip ist ein bisschen so. Und das natürlich ein bisschen mehr auslassen, sowohl für den Prozess als auch für das Spiel selbst. Wenn das Spiel schon Probleme hat, dann kann es eben sein, dass zusammen mit der Aufnahmesoftware das halt dann, ja, keine so gute Idee ist. Andere Option, wie zum Beispiel jetzt, wo ich mit OBS aufnehme, ist halt, dass ich einfach nur einen Bildschirm aufnehme, also ich halt dort sehe, und das ist ja keine zusätzliche Belastung für das Spiel selbst. Also vielleicht klappt es so besser. Wir werden sehen. So, Halunkenglück, Fähigkeit, Rauchgranat, Präzisionsschuss, Deaktivator. Können wir ganz kurz durchlesen. Ich weiß bereits alles, wie es irgendwie geht, worum es geht, etc. etc. Und ja. Wie gesagt, ich bin gespannt. Aber seltsam, warum es nur bei dieser Mission so Probleme gibt. Klar, ich hatte auch schon Spielabstürze, glaube ich, irgendwie bei Part 2 und Part 3 auch. Aber zwischen Part 5 und 9 kein Problem bei diesen Missionen. Hat ab und zu geruckelt, aber das ist immer so bei Battlefront 2, da werden auch alle so sagen. Aber irgendwie mit der Mission, weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen crazy. Und ich hoffe, es läuft jetzt besser und sonst, ja, wird lustig, das zu fixen. Wird sehr, sehr lustig. Wow. Die Bedürfnisse des Imperiums übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Die Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. Unsere Präsenz muss unbemerkt bleiben. Zurück an die Arbeit. Wenn Sie sie erschießen wollen, bringen wir es hinter uns. So, mal gucken, Präzisionsschuss. Voll. Oh, da sind ein paar viele. Toll, nichts gebracht. Au, au. Nimmt hinter uns. Nee, aber es ruckelt schon wieder. Wie lange geht das gut, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Auch Bombe. Okay.
Ich bin zwar kein Jedi, aber warum muss Jedi sein, wenn ich Lando bin? Lando Calrissian. Gibt es was Cooles als Lando? Ich glaube nicht. Au. Schon wieder? Au. Wenn so wehtun muss. Das ist auch nicht schlecht, wa? Gerade im Ziel sind nicht getroffen. Nee, keine Blendgranate. Tschüss. Oh, nicht das da schon wieder. So, auch Granate, dann sehen die auch nichts mehr. Okay, bisher läuft es besser, weil ist ein Absturz über die müssen wir schon vorher. Und ganz ehrlich, Hauptsache kann die irgendwie relativ normal aufnehmen. Wenn er 2-3 Mal schneiden muss, okay, das nehme ich hin. Aber wenn es alle 1 bis 2 Minuten abstürzt, das ist eben, ich finde, zu viel ist gut. Ne? Und ja. Aua. Toll, bringt nichts gegen das Ding. So, dann gehe ich mal rein. Aber ganz ehrlich, die können uns eigentlich egal sein. Hopp. Sieht's aus, Prozess. Es ist sowieso so verrückt. Sobald eine Mission startet, Prozess aus bei der 90-100% irgendwie. Ganz crazy. Jetzt irgendwie wieder bei 5%. Also, wenn du so willst, gar nichts. Doch irgendwie so. Das war's. Okay. Folgen Sie mir bitte. Und ich bin immer noch General. Jo, würde ich auch sagen. So, hier hatte ich irgendwie auch ganz seltsame Dinge, also weil es irgendwie abschmiert, kann passieren. Ja, wieder geruckelt. Darauf hat das Imperium AT-ATs montiert. Landos Haare nehmen noch ein bisschen sehr gekünstelt aus. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt, der ein bisschen rucklig war, der hier oben. Steigen Sie ins Cockpit. Das ist bestimmt bequem. Achtung, stürzt gleich ab. 1, 2, 3. Erstaunlicherweise nichts. Oder zumindest noch nicht. Hey, würden Sie bitte... Der Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr fürs Team. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay, wir stehen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptterminal. Dort können wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da wären wir. So ein Glück. Ja, würde ich auch sagen. Aber Freunde, muss man ganz kurz einen Cut setzen. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Ja, hat andere Gründe. Muss ich mal kurz aufs Klo. Scheiße. Also, bis gleich. Weglaufen, schätze ich mal. Jo, Bereich sichern. Willkommen zurück, Freunde. Und dieser kleine Unterbrecher haben wieder mal die Aufnahmesoftware gewechselt, weil irgendwie war doch nicht so das Richtige, was er da genommen hatte. Und ja, obwohl es relativ lange lief, stamme ich jetzt heute noch. Immerhin 10 Minuten, die behalte ich jetzt mal so. Ich kann von direkt aus von hier weiter loslegen. Ja, wenn ihr seht, Einstellungen haben wir ein bisschen zurückgesetzt. Aber so Versuch, wie jetzt da mir empfohlen wurde, weil Nvidia hatte generell so eine Einstellungsoption, sag ich jetzt mal, die einem, naja,
die Möglichkeit ja bietet, dass du dir, wie soll ich sagen, das Spiel selbst zurechtlegen kannst, welche Einstellungen du im Prinzip vornehmen willst. Generell sagt einfach Nvidia, hey, das sind optimale Einstellungen, nimm die so vor. Normalerweise machst du das auch und dann siehst du, aha, ja, mittel, hoch und so weiter, ja, ist doch geil, hohe Grafikeinstellungen etc. etc. Und dann, wenn du dir mal ansiehst, was das Ganze gebracht hat. Von wegen Einstoßtrupp. Was gebracht hat, beziehungsweise eben so Situationen wie bei Battlefront 2, wo sie ihn wieder abschmiert und so und Anzeigetreiber kann nicht wieder hergestellt werden. Und sich halt auch fragen, ja warte mal, ist überhaupt das die korrekte Einstellung? Dann kannst du natürlich auch anders machen und sagen, ja okay. Mal ganz kurz, ich sollte hier vielleicht mal ganz kurz... Ich kann mal die ausschalten. Stimmt doch mal. Dankeschön. Vorbei. Ja, haben wir mal so gemacht und gesagt, okay, Leistung 100%, Qualität wird dann darunter leiden, okay. Jetzt versuche ich es mal so, in der Hoffnung, es läuft besser. Grafikkarte ist offenbar kein Ruckler momentan, aber dafür wieder CPU irgendwie gut herausgelassen, keine Ahnung. Es ist ein verrücktes Spiel. Also mit Anzeigetreiber das schon lange nicht mehr. Gut, ich meine Grafikkarte ist zugegebenermaßen schon etwa 3 Jahre alt, oder? Ja, natürlich für ein so aktuelles Spiel Battlefront 2 vielleicht schon zu alt, kann man natürlich dann schon sagen, aber... Ja, also... Ich sag's mal so, wenn es jetzt anderthalb Spiele kann es damit nichts zu tun haben, dann sage ich wieder auf Minimalanstellungen und gemäß Anforderungen, sprich die Minimalanforderungen des Spieles, die sollten viel niedriger liegen. Da kannst du noch mit viel älteren Grafikkarten zocken, ohne Probleme. Angeblich auch logischerweise. Deswegen, wenn es jetzt so wirklich daran liegt. Sieht mal besser aus. Scheiß Raketenwerfer schon wieder, Typ, oder? Ich glaube, es war der. Ein bisschen zu früh. Lando, wirf mal. Sag mal. Lando, triffst du auch mal? So. Hey, wir sind nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden abschaffen. Klingt sinnvoll. Wo ist Terminal? Welcher dieser vielen... Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Suche uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Kann ja verstehen.
Bisher läuft es eigentlich wieder gut. Bisher hätte ich eigentlich auch schon Abstürze. Ja, Hä? Wo ist er jetzt hin? Verarschen? Okay. Dankeschön. Das ging jetzt relativ schnell, muss ich leider mal zugeben. Okay, ja, ihr merkt schon, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ja, nach 3 Jahren kann man sich ruhig mal eine neue zulegen. Muss ich erstmal gucken, was aktuell auf dem Markt ist, was passt zum Mainboard. Wobei ich damals vor auch 3 Jahren und PC komplett neu zusammengestellt habe. Aber ich extra angeguckt, dass ich, super, was hat entdeckt, dass ich im Prinzip alle Komponenten natürlich passen zueinander, logisch. Aber nicht nur das, sondern auch, dass ich Komponenten wähle, die man relativ zukunftsorientiert sind, sag ich jetzt mal. Super. Ja, zukunftsorientiert heißt Mainboard vor allem, dass das auch mit Komponenten funktioniert, die irgendwie in 1, 2, 3 Jahre später erscheint. Deswegen sollte ich in der Lage sein, eine relativ aktuelle Grafikkarte zu nehmen. Danke, dass er mich in den Stich gelassen hat. Sag mal. Typisch Riff, verpasst den ganzen Spaß. Mhm. Schon klar, Lando. Spaß, wa? Und der Spaß geht weiter. Nein, Mann, von hinten mag ich's nicht. Mal gucken. Wir haben ihn da vorne. Ob jetzt so ein ist, wäre relativ wenig. Das sind doch sicher mehr. Also seltsam finde ich gerade beim Thema so in Grafik und so weiter. Ich kann eigentlich bisher das Spiel mehr oder weniger ohne Probleme zocken, ja? Ich denke da vor allem. Scheiße. Jo, das war's für Lando. Da bin ich ein bisschen zu weit vorgestürmt. Ich denke vor allem, dass so zwischen Folge 4, 5 bis um 9. Mit den Einstellungen problemlos. Und jetzt plötzlich sagt das Spiel so, nö, jetzt gilt das nicht mehr. Oh, Scheiße. Ein paar sehr viele. Oh, Mensch. Warum lässt du mich hier auch alleine? Alter. Bevor sie sollen noch sein. Oh, nur einer. Hä? Ich gerne echt einen Detonator. Na komm. Das Waffe ist irgendwie auch scheiße. Natürlich ein schweren da, ist klar. Verpasst den ganzen Spaß. Das hatten wir schon mal, Lando. Das ist kein Spaß.
Oh. Ernsthaft? Habt ihr? Ich hab keinen. Ja, jetzt habe ich auch einen. Frag mich gerade. Ja, ob ich jetzt vielleicht hier rüber sollte. Wäre mal so eine Idee gewesen von mir, aber nee, natürlich nicht so. Sagen, schlagt doch einer rum. Ja, und nicht nur hier. War nicht ganz das, was ich eigentlich wollte. Hier bin ich vielleicht einigermaßen sicher. Bombe. Ah. So viele, ey. Geht so. Ah, Alter. Nein, 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 nein. Oh. Den Quatsch kann ich auch. So. Habe ich alle? Kein Bock gesehen, dass es abstürzt und nochmal muss oder so, keine Ahnung. Lavasysteme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katastrophale Überflutungen zu vermeiden. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Nee, sind sie nicht. Ach du Scheiße. Die Mission ist fast schon ein bisschen hardcore, wa? Macht am besten. Oh, da sind viele. Irgendwas Explosives da hinten? Glaub nicht, wa? Ich seh doch kaum was. Alter, von wer kam der gerade? Das zieht so ein bisschen, war die Folge?
So, ich hoffe, jetzt hinter mir ist keiner. Das wäre sonst ein bisschen sehr doof. Nee, gar nicht. Was haben wir da Schönes? Kein einziger Tropfen! Oh nee, das Geschütz. Nochmal zu Ihrem Plan. Ich arbeite dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier wird. Neuer Plan, das Pumpensystem sabotieren. Ja, würde ich gerne, wenn ich bloß wüsste, wo willst du was machen? Ah, hier. Lavapumpe bei 200%. Überflutung steht unmittelbar bevor. Problem gelöst. Jo. Nicht viel. Fluten die Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Aiden will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Stimme ich zu. Achtung, gesamtes Personal. Sauerverteilung steigt. Produktionsstätte in Gefahr. Evakuierung. Boah. Achtung. Lavaniveau steigt. Produktionsblocks A und B sollten sofort evakuiert werden. Ja, ist klar. Schmeiß doch einfach alles um die Ohren rum. Oh mein Gott. Wo ist Schief schon wieder? Wo ist der Typ? Freunde, wir haben große Probleme. Lando hat sich wieder mal in eine unmögliche Situation manövriert, aber wer ihn kennt, weiß, er ist immer cool dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.